Herzliches Grüß Gott, einen schönen guten Abend, darf ich euch alle sagen, heute einmal von ungewohnter Stelle aus. Alle, die jetzt auf die Bühne aufschauen, stellen fest, oh, da steht er gar nicht. Wir haben heute so viele Musikanten, dass wir nicht alle auf die Bühne aufbringen, ohne dass wir uns auf die Schulter oder auf die Knie sitzen. Darum haben wir heute die Sitzordnung gewählt. Wir freuen uns, dass heute an dem Tag, der ein besonderer Tag ist, aus verschiedenen Anlässen, das haben wir lange heute ehrenvoll begangen. Wir haben aber auch ein besonderes Fest in unserer Pfarrei. Am 21. April ist der Gedenktag für den Bruder Konrad, weil das der Ostermontag war, ist das Patrozinium verlegt auf heute. Also wir feiern heute auch unseren Pfarrpatron, den Bruder Konrad. Das war jetzt bei der Abendmesse und die hat für uns zelebriert unser Hausherr, den ich jetzt herzlich begrüßen darf, unser Stadtpfarrer Thomas Eckert. Grüß Gott, Thomas. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass er heute nicht alleine kommen musste. Wir haben eine hervorragende Verstärkung in unserem pastoralen Team und ich begrüße bei uns ganz herzlich unseren Kaplan Matthias Merkel. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen aus unserer Pfarreiorganisation, aus der Kirchenverwaltung, unsere neue schriftführende Elke Sessler, neu in unserer Kirchenverwaltung. Herzlich willkommen, Elke, danke, dass du heute bei uns bist. Ja, auch der Pfarrgemeinderat ist vertreten. Herzlich willkommen, die Eva Hackel. Ein zweiter in unserer Kapelle war auch noch im Pfarrgemeinderat, der ist aber auf einer privaten Feier heute. Eva, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ich begrüße bei uns ganz herzlich weit angereiste Gäste, falls jemand weiter herkommt als aus Pechbrunn. Jetzt werde ich erst einmal überlegt, wo ist Pechbrunn, gell? Weiß wer, wo Pechbrunn ist? Ja, also fast bei Markt Redwitz haben, der Max hat es gewusst, der Pfarrer hätte es auch gewusst, weil da sagt man gar nicht Pechbrunn, sondern
in der Pfingst. Gell? Also herzlich willkommen. Da kommt nämlich unser Vorsitzender vom Gauverband Oberpfalz, der Heimat- und Volkstrachtenvereine her. Das ist der Peter Fink, der heute mit Elisabeth den Weg daher gefunden hat. Herzlich willkommen, Peter und Elisabeth. Nicht ganz so weit, aber ebenso herzlich bei uns willkommen, also nicht ganz so weit angereist, aber herzlich willkommen, ist der Kreisheimatpfleger aus dem Landkreis Regensburg, der vor allem für den Bereich Musik, Volksmusik zuständig ist. Ich begrüße ganz herzlich bei uns den Tobias Lehner. Ja. Aus der Siedlervereinigung, die heute noch auf einer Kulturfahrt unterwegs sind, aber der Fritz hat gesagt, nein, ich fahre nicht mit ins Gebirge, wo es dort daheim auch so schön ist. Fritz, der Kassier der Siedlervereinigung, herzlich willkommen in Vertretung. Und lasst mir noch einen langjährigen, guten Bekannten von uns begrüßen, der seit vorigem Jahr ein Vorstandsamt übernommen hat, nämlich das des ersten Vorsitzenden des Bürgervereins Rohrhausen. Das ist der Berthold Pirzer. Herzlich willkommen. Freut mich, Berthold, dass du heute bei uns bist. Wir haben da eine gegenseitige Hilfe. Es gibt am Anfang des Jahres die Rauhnacht-Sitzwahl im Pfarrheim Rheinhausen, die wir gemeinsam mit dem dortigen Pfarrgemeinderat organisieren. Das hat jetzt zum 17. Mal stattgefunden. Freut mich, dass du heute bei uns beim Konradamt bist. Mit ein paar Hauserer dazu. Gell? Grüß euch gut. Den Karl Baumann, Sägener sitzt mit seiner Frau, der lang bei den Oberpfälzer Volksmusikfreunde, der Raumkreisbeauftragte in Regensburg ist, auch immer gern bei uns, wir gern bei ihm. Grüßt euch Gott, die Winzerbacher. So. Damit begrüße ich euch alle aus nah und fern, egal ob es aus Pechbrunn oder aus Rohrhausen kommt. Alle haben uns herzlich willkommen. Schon gut da Wegerer, gell? Herzlich willkommen alle aus nah und fern. Und besondere Freude ist mir, dass die Frau Erdenreich bei uns ist. Die kennt ihr vielleicht, weil sie als Gästeführerin in der Stadt ihr schon mal an der Führung bei ihr dabei wart und habt was über die Geschichte unserer Stadt gehört. Oder weil ihr einen ihrer Artikel, zum Beispiel in der Regensburger Zeitung, gelesen habt, für die sie heute auch berichtet. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und bei uns sind, Frau Erdenreich. Grüß Gott. So, und jetzt kommt, sprechen Sie in dieses Mikrofon und schauen Sie in diese Kamera. Ja, warum? Weil der Wolf Schertler mit seinem Bub, mit Florian, da ist, der uns seit über einem Jahr begleitet bei unseren Veranstaltungen von der Rauhnacht, die Adventssingen, Passionssingen, schon zweimal gefilmt, und diese Aufnahmen, die er macht, sind im YouTube eingestellt. Wenn ihr also bei euch eingebt, Adventssingen St. Konrad zum Beispiel oder Passionssingen oder Konradabend, dann erscheinen da Filme von diesen Veranstaltungen. Herzlichen Dank, dass ihr das für uns macht und damit dafür sorgt, dass der Konradabend im World Wide Web präsent ist. Ja? Dankeschön. Ja, das habe ich losgelegt, ja? Ohne Kaugummi im Mund habe ich das ausgebracht. So. Die Gruppen, die uns heute den Abend gestalten, den Anfang haben wir schon gemacht mit unserer Trachtenkapelle. Jetzt wird sagen, jetzt seid ihr aber gescheit männerlastig geworden. Ja, wir haben halt zwei Damen, die nicht da sein können, und dafür haben wir eine Aushilfe. Daniel, herzlichen Dank. Also, David, herzlichen Dank, dass du uns einspringst und eine Klarinette mitspielst. Die Drachenkapelle Regensburg Stamm unter der Leitung von Richard Grosser. Herzlich willkommen. Seit einigen Jahren haben wir wieder eine Stubenmusikgruppe im Drachenverein Regensburg Stamm, und die haben wir auf der Bühne postiert. Einer sitzt da bei den Bläser, der muss ein wenig hin und her hupfen, der Richard.
herzlich willkommen, unsere Musikanten, Musikantinnen aus der Stummmusikgruppe. So. Und so ganz hinten, den sieht man jetzt fast gar nicht, ist der Jungwirt Klaus, der mit mir seit 27 Jahren jetzt unterwegs ist mit den Horgeln. Wir werden auch ein paar Lieder zum Besten geben. So, aber jetzt habe ich schon gesagt, heute geht es auch um den Bruder Konrad. Ich darf bloß kurz 2, 3 Sachen zum Bruder Konrad sagen. Er ist am 21. April 1894 in Altötting verstorben, nachdem er vorher 41 Jahre Pförtner im St. Anna-Kloster Altötting war. Er ist dann selig gesprochen worden 1930 und heilig gesprochen worden 1934. Und bereits 1936 wurde unsere Kirche dem Bruder Konrad geweiht als erste Kirche in der Diözese Regensburg. Wir sind sehr stolz, dass wir so einen Pfarrpatron haben, der immer auf uns schaut. Und manchmal habe ich den Eindruck, der hat die Probleme schon erkannt, bevor sie bei uns auftreten, weil wenn sie auftreten, ist auch schon wieder eine Lösung parat. Und da sind wir sehr stolz auf unseren Bruder Konrad. Und er wird auch besucht, zusammen mit der Schwarzen Madonna, die Diözesan-Fußballfahrt vom 5. bis 7. Juni geht die heuer. Und wer da schon nach Altötting gegangen ist, der weiß, da haben viele tausend Pilger schon unterwegs. Es ist aber auch organisatorisch schwieriger geworden. Ich möchte nur darauf hinweisen, wer mitgemacht nach Altötting, muss sich jetzt anmelden vorher. Es geht wegen der Quartiere. Ist nicht mehr so, dass man kommt mit 10 Leuten und dann übernachtet man bei einem in der Wohnung irgendwo. Ist alles anders heute auch. Also, wer da mitmacht, sollte sich bis 29. Mai anmelden. So, jetzt haben wir aber nur geredet und jetzt sagen wir mal herzlich willkommen nochmal zu unserem Stadtpfarrer. Und Thomas, ich bitte dich um ein Grüß Gott. Ja, möchte Sie auch alle herzlich willkommen heißen bei uns im Pfarrsaal. Es freut uns natürlich schon immer, dass Regensburg Stamm, dass der Erich uns das ermöglicht, immer um den Konrad-Tag diesen Konrad-Abend zu erleben. Ich möchte mich einfach mal bei dir ganz herzlich bedanken. Du hast jetzt bei vielen hast du Danke gesagt und ich sage jetzt einmal bei dir, unseren Kirchenpfleger, unseren Stadtrat Erich Teidl, ein großes Vergelt's Gott dafür. Es ist ja nicht bloß heute, wenn man anschaut, Passionssingen oder das Adventssingen, immer gerne, es sind Veranstaltungen, wo man gerne hingeht. Vielen Dank dafür, Erich. Ja, der heilige Konrad, du hast einiges jetzt zu unserem Patron gesagt. Ich habe es auch heute Abend in der Kirche kurz anklingen lassen. Heute haben wir ja auf 2 Männer geschaut. Das Wochenende am zweiten Ostersonntag schauen wir ja immer auch auf den heiligen Thomas. Wie hat der Prediger heute gesagt, der Diakon, jeder kennt einen ungläubigen Thomas, also mag so sein. Vielleicht fühle ich mich da oft auch selber angesprochen, aufgrund meines Namenspatrons vielleicht auch. Der heilige Thomas war ein Skeptiker, aber er war ein Realist. Der heilige Konrad, der Bruder Konrad, war kein Skeptiker, da bin ich mir ganz sicher, aber er war auch Realist. Er war das Leben lang an der Pforten gesessen in Altötting. Da ist er schon mit der Realität konfrontiert worden, auch zur damaligen Zeit. Und darum ist es schön, wenn wir den heute mit hineinnehmen, unseren Konrad, wenn wir an ihn denken. Und vielleicht wäre er auch gar nicht so abgeneigt. Ich glaube nicht, dass er groß auf Feste gegangen ist, aber vielleicht wäre er gar nicht so abgeneigt, heute auch so einen schönen Volkstumsabend zu erleben. Ich wünsche auf jeden Fall uns allen einen schönen Abend, einen guten Abend, eine gute Unterhaltung und ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, Erich. So, vielen Dank, Thomas. Und ja, die Musik,
ist drauf mit einem Stickel der Weg zu meinem Dirndl. Vielleicht kennt mancher diese Melodie, der Weg zu meinem Dirndl ist stornig. Und das zeigt auch ein bisschen auf das Motto, das ich über den Abend so ein wenig gelegt habe. Es geht um Familie, wir haben auch viele Familien, die für uns musizieren und singen. Es geht auch um die Liebe in jungen Jahren, sich zu finden. Es geht auch darum, wenn man ein bisschen gesetzter ist, spielt die Liebe auch eine große Rolle. Und das wollen wir so durch den Abend uns zu Gemüte führen. So, also der Weg zu meinem Dirndl ist stornig. Und wenn's ein schöner Frühling gibt, da gibt's ein schönes Hai. Und wer ein sauberes Mäuel liebt, der kriegt gewiss ein schönes Weib. Fidiri, fidira, fidiralala, fidiri, fidira, fidiralala. Und wer ein sauberes Mäuel liebt, der kriegt gewiss ein schönes Weib. Und 13 Mäuler Moma hom und lauter Schöne. Weil wenn der Teufel ein Dutzend holt, da bleibt uns noch eine. Fidiri, fidira, fidiralala, fidiri, fidira, fidiralala. Weil wenn der Teufel ein Dutzend holt, da holt er noch eine. Wenn ich in der Früh von der Freiheim geh, na hockt mein Vater schon strah. Sagt no, mein Bub, wo kommst denn her? Dein Bett
war heut noch klar. Fidiri, fidira, fidira, lala, fidiri, fidira, fidira, lala. No, mein Bub, wo kommst denn her? Dein Bett war heut noch klar. Im Mäuler ihrem Federbett, da hab ich mich verspart. Da hab ich mich schön warm zur Deck, da hat der Gockel grad. Wie lieber Vater, du hast das schön, aber ich bei der Nacht zu der Mutter geh. Aber ich muss aussehen bei Sturm und Wind, muss schauen, dass ich auch noch was find. Fidiri, fidira, fidira, lala, fidiri, fidira, fidira, lala. Aber ich muss aussehen bei Sturm und Wind, muss schauen, dass ich auch noch was find. Schaut mal so brave Kinder an, hä? Super, gell? Ja. Also wir singen jetzt zwei Lieder. Das erste, das haben wir als Kinder immer ganz viel gesungen und ihr dürft gerne mitsingen. Aber wir müssen bloß schauen, dass wir wieder einen Schluss finden bei dem Lied. Der Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Schnaps in zwei. Da brachen viele Möpse und gruben ihm ein Grab und setzten einen Grabstein, worauf geschrieben stand: Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Mops in zwei. Da brachen viele Möpse und gruben ihm ein Grab und setzten einen Grabstein, worauf geschrieben stand. Was war drauf gestanden? Ein Mops kam in die
Ja, und als zweites eine glückliche Familie, eine fröhliche Familie. Wie hat's geheißen? Eine lustige Familie. Und besonders lustig sind wir natürlich, wenn es immer was Süßes gibt, oder? Ja, schon. Zum Beispiel Gummibären. Machen wir mal einen Test, oder? Bitte mal Hand hoch, wer mag Gummibären? Oh, du auch. Also, die meisten mit Gummibären und darum haben wir auch ein Lied von den Gummibären. Das ist jetzt ganz laut, gell? Ihr kennt einen Bären, der hat Schwarze und brummt damit maschinell. Was in einer Tüte? Ach du meine Güte! Das ist der Gummibär. Hast schon einmal gemacht so einen Gummibär? Das ist der Gummibär. Gelder schaust und ruckzuck ist die Tüte leer. Gelder schafft und ruckzuck ist die Tüte leer. Ziemlich klar und kunterbunt, dafür davor ist auch nicht gesund. Nass fand er ganz gut, sogar auf Omas Hut. Das ist der Gummibär. Hast schon oder machst du einen Gummibär? Das ist der Gummibär. Gelder schaffst und ruckzuck ist die Tüte leer. Gelder schafft und ruckzuck ist die Tüte leer. Und wer hat's früh davor verzehrt? Für den hat's ausgegummibärt. Ach du lieber Schwan, der hat man dann im Zahn. Es ist der Gummibär. Hast schon oder machst du einen Gummibär? Es ist der Gummibär. Der schaffst und ruckzuck ist die Tüte leer. Der schaffst und ruckzuck ist die Tüte leer. Sehr gut. Danke. Ja, zunächst bin ich spät ausgegangen.
und was da alles passieren kann. So sind wir. Nachts bin ich bad ausgegangen, ob man die Mächtvögel fangen. Ja, das Vögel hat mich freit, ja, weil's Gott so schön schreit und drauf bin ich zum Dirndl gegangen. Ja, das Vögel hat mich freit, ja, weil's Gott so schön schreit und drauf bin ich zum Dirndl gegangen. Und wie ich zum Dirndl hinkam, dabei hat ich einen anderen Burm drin. Der eine darf hineingehen, ich muss mich außerstehen, möchten ein Augen übergehen. Der eine darf hineingehen, ich muss mich außerstehen, möchten das Augen übergehen. Jetzt weiß ich heut auch wieder, was ich tue. Jetzt lass ich dem Dirndl seine Ruhe. Nachher spar ich mir Strümpf und Schuhe und das Geld auch dazu und bleib ein lustiger Bub. Nachher spar ich mir Strümpf und Schuhe und das Geld auch dazu und bleib ein lustiger Bub. Und jetzt hab ich kein Kreuzer nimmer, heut bloß noch einen falschen Fünfer. Und den hab ich versetzt bei mein Dirndl sein Bett und des, da die meiner Lebtag immer. Und des hab ich versetzt bei mein Dirndl sein Bett und des, da die meiner Lebtag immer.
Und jetzt können wir unsere Kinder mit dem Tanz. Als erstes haben wir den 7. Schritt und dann die Fingerpolka. Ja, und zu dem Thema auch mit dem Vertrauen und Streiten und gern haben und die Liebe, da passt jetzt der Tanz auch, weil diese Figuren, die da gezeigt werden, da wird es jetzt ein bisschen aufpassen, da sehen wir genau, wie es da hingeht. Erst einmal sagt das Pfeil und dann wird ein bisschen gespottet und dann wird gedroht, aber es hilft nicht, geht, komm doch wieder her. Sind wir wieder gut und haben wieder unseren Spaß. Und genau das kommt jetzt in dem Tanz zum Ausdruck.
Anna-Mirl, weißt du das noch? Damals, da hast du deine Sau aus Futter gebracht und ich bin am Zaun gestanden bei deiner und hab dich gefragt, gell Anna-Mirl, wenn deine Mutter schlaft, heute auf die Nacht, dann lass mich, bittchen, dann lass mich halt rein. Und du bist rot geworden und geschäme und hast in deiner Nase bohrt. Und hast ganz stark gesagt, na ja, Erich, darfst schon kommen. Und siehst, das hat mich so viel gefreut, das selle Wort, dass ich gesagt habe, jetzt darfst du deinen Finger wieder aus der Nase nehmen. Und nachher hast du deinen Finger wirklich wieder aus der Nase gezogen. Hast nachgeschaut, eine Zeit lang, ganz verlegen. Aber nachher hast du ihn in dein Maul eingeschoben. Und siehst, Anna-Mirl, deswegen habe ich dir damals kein Busserl gegeben. Ja, jetzt haben wir gerade der Staffel haben wir einige Lieder, wo es immer um einen Hans gegangen ist. Jetzt haben wir einen, jetzt sage ich ein bisschen respektierlicher, einen Hans Dampf in allen Gassen. Das glaube ich, darf ich sagen zum Tobias Lehner. Der ist nicht nur als Kreismusikpfleger und Volksmusikwart beim Oberpfälzer Gauverband, er ist auf Landesebene mit engagiert und er ist der Vorstand vom Trachtenverein Stamm in Ringstauf, die die Juni 95-jährige feiern am Samstag, 28. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt brauchst du mich nicht mehr schimpfen. Gell? Wir sind voll unterwegs, miteinander kommen viel zusammen, machen miteinander Musik, organisieren Seminare, Musikantentag. Und ich dachte, wenn du da bist, wenn du kommst, freut mich das ganz besonders, weil man trifft es schon zu, dass er Zeit hat oder ich Zeit hat, dass wir uns gegenseitig bei Veranstaltungen besuchen. Aber jetzt lassen wir nicht aus und nicht aus mit uns ein wenig was singen. Tobias, auf geht's. So, meine lieben Leute, ich darf auch das gut sagen. Und wer bekanntlich am Mittwoch der Tag des Bieres gewesen ist und hängt auch wieder am Halbplatz den ganzen Tag das Festgelände Deierlinger Musikanten haben gespielt, da sind wir jetzt alle miteinander das Lied vom bayerischen Bier. Und die Frau dürft mal alle mitsingen, das weiß ja jeder, dass das bayerische Bier das Beste ist. Mein lieben Leidl, wir haben euch was mitgebracht, ja, was wir in der Fremdtraus zusammen haben gemacht. Das ist ein neues Liedl mit einem Griebinger Humor, das Kind im Jahr beim Singen ganz bayerisch in sein Ohren. Überall ist uns gut gegangen, lief uns das Feld halt mir. Alle singt, das war das gute, exklusive, geschmackige, ewige bayerische Bier. Das war das gute, exklusive, geschmackige, ewige bayerische Bier. Der Schnaps, der druckt dich nieder, der Wein, der Bock vom Schopf. Der Punsch, der regt dich wieder, der Shampoo steigt in den Kopf. Der Tee, der macht ein Ritze, der Kaffee, der regt einen auf. Am Giebein muss man schwitzen, kein Wasser macht nicht drauf. Auf alle die Getränke recht gern verzichten wir. Alles sind Prinz Maramas, Rodurdes Heg, das siebige, geschmackliches, bayerisches Bier. Prinz Maramas, Rodurdes Heg, das siebige, geschmackliches, bayerisches Bier. Und wenn der Opa krank ist, da liegt er heut so drin. Er will halt gar nichts wissen von einer Medizin. Er bringt's halt nicht hinunter, es passt nicht in sein Mund, weil er schon so viel gesoffen hat,
kann er nichts mehr verdrehen. Und wenn er dann am Sterben liegt, da schreit er voll Begier. Bringt's mir ein Heugmeimer durch den See, das ewige geschmackliches frisches Bier. Bringt's mir ein Heugmeimer durch den See, das ewige geschmackliches frisches Bier. Ja, das bayerische Bier ist schon was Gutes. Und zum bayerischen Bier haben sie unsere Alten auch gerne mal einen Schnupftabak und gerne mal einen Rauchtabak schmecken lassen. Heutzutage darf man nicht mehr so oft rauchen, aber ich glaube, von unseren Alten, wo da von zuletzt bei gerne die geschnupft und geraucht haben, die haben es damals nicht verbunden lassen. Und darum sind wir jetzt alle zusammen miteinander das Lied, der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Probieren wir mal mit dem Refrain. Strophen singen dann wieder ein und der Refrain, der möchte mir ein bisschen helfen, weil sonst bin ich ein wenig häusrig. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Wir sind vom Weidlerland, das ist uns wohl bekannt. Mein Bruder, der heißt Hans, und ich bin der Franz. Was uns am liebsten ist, ja zwischen uns zwar gesagt, das ist bei uns daheim der Priesterwach. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Wenn wir im Wirtshaus sitzen und keiner nix mehr weiß und so beisammen hocken, als wir eine stumme Guss, dann zieht jeder Geil sein Gasel aus dem Sohn und schnupft zum Zeit vor 3 ein Priesterwach. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Wir haben schon Mäudler gehabt, die haben uns nimmer mengt, weil wir um Nasen rum so voll der Watsen gewinnt. Wir haben nicht gefragt danach, wir haben's gleich selber gesagt, dass uns voll lieber ist der Priesterwach. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Leben. Der Schnupftabak, der Rauchtabak, der Tuwagel ist bei Frei. Wir haben schon Weiber gehabt, die haben sie nicht geniert. Die haben bei Dusen gehabt und da war mit 4. Und wann wir gekommen sind, ja bei der finsteren Nacht, habt schon von Weitem geschrien, hast keinen
da war der Schubrock, der Rauch, der Dubai ist verleben, der Schubrock, der Rauch, der Dubai ist befreit, der Schubrock, der Rauch, der Dubai ist verleben, der Schubrock, der Rauch, der Dubai ist befreit. Unter dem Äpfelbirnbaum sieht ich mein Schönsternl im Traum. Ob so schön träumst von mir, ob so schön kommst mit dir, sondern ist der wie nicht Song, sondern ist der wie nicht Song. Wenn's mir dies ander nicht sagst, erst immer kimmer auf noch, wer schon mein Vater Sohn, der wird die Aussehung, das Kammerfässer wird auch nimmer aufmachen, das Kammertierl wird auch nimmer aufmachen. Dirndl-Maus, Kammertierl auf, gib mir a Busserl gleich drauf. Und wie so gefreut mit dir, träumt man noch fort von dir und von dem Äpfelbirnbaum und von dem Äpfelbirnbaum. Okay.
Flotterbohrischer. Ja, jetzt habe ich vorher schnell ein paar Spielkarten austeilt. Weil in unserem nächsten Lied geht es jetzt um die Spielkarten. Und jetzt haben wir gedacht, dass ihr ein bisschen mitspielen könnt, teile ich ein paar Karten aus. Und jetzt machen wir so, immer wenn die Karten genannt wird, die bei euch am Tisch liegt, dann muss derjenige, der die Karten am besten nimmt, schon rennt hin und streitet nachher, wer es nehmen darf. Gell? Hochhalten. Und ich kann euch sagen, in dem Lied, kommt immer zweimal dran. Also aufpassen. Gell? Also, das verliebte Kartenspiel. Aber ich wett um mein Herz immer, Wo ist er? der hat einen Wurm drinnen. Sonst kann's ja nicht so viel Schnauferer da. Sonst kann's ja nicht so viel Schnauferer da. Aber nach dem Herzzimmer kommt der Herz achter. Und ich lieb ja eine schöne Bauerntochter. Und ich lieb ja eine schöne Bauerntochter. Und nach dem Herz achter kommt der Herz neiner. Und ich lass die nicht einer, was gar feiner. Und ich lass die nicht einer, was gar feiner. Aber nach dem Herz meiner kommt der Herz Zehnerkreuz. Und ich hab ja schon wieder ein Dirndl Eis. Und ich hab ja schon wieder ein Dirndl Eis. Und nach dem Herzzehner kommt der Herz unter. Und der traurige Bub macht kein Dirndl munter. Und der traurige Bub macht kein Dirndl munter. Aber nach dem Herz unter kommt der Herz ober. Und ich lass die nicht einer, was gar ein grober. Und ich lass die nicht einer, was gar ein grober. Und nach dem Herz ober kommt der Herz Kine. Schön Sternal, mein Mann heut, da sei der Bini. Schön Sternal, ich Mann heut, da sei der Bini. Und nach dem Herz Kini kommt die herzraute Sau. Und du wärst ja am Hansal sei Frau. Und du wärst ja am Hansal sei Frau. Kein Junge krieg ich nicht, kein Alte mag ich nicht. Heiraten da ich gern, was fang ich an? Soll ich mein Herz betrügen und soll der Alte lieben? Na, das tu ich nicht, ich bleib allein. Soll ich mein Herz betrügen und soll der Alte lieben? Na, das tu ich nicht, ich bleib allein.
Ja, weil wir das vom Kartenspiel gehabt haben, vor einiger Zeit hat der Pfarrer mal gepredigt, gegen das Kartenspiel, weil das Kartenspiel, da vertut man so viel Zeit, hat er gepredigt. Dann hat einer gesagt, ja, besonders beim Mischen. Ja. Gibt der Mann zum Doktor und sagt, mei Herr Doktor, ich schnarch so laut, dass ich manchmal selber wach werde. Ja, stirbt das einer Frau nicht? Sagt er, nein, meine Frau nicht, aber die anderen Leute in der Kirche. So. Jetzt kommt Musik, praktisch mit einem Liebeslied. Da schauen Sie mir jetzt so, gell? Und da drauf hören wir dann die Geschichte vom Ohrsiedel verbogen. Den haben sie verbogen. Ja, habt ihr jetzt schon gemerkt, im ersten Teil ist es ein bisschen eher ums Verliebtsein gegangen. Jetzt geht das Ganze schon ein bisschen vorwärts in den Jahren und zwar in unserem nächsten Lied. Wenn der Vater mit der Mutter ein schöner Schreiber tanzt, sagt der Vater zu der Mutter, das ist ein schöner Tanz. Und zum Beispiel auf der Malharmonie und Mäuler singt dazu. Sagt der Vater zu der Mutter, das stimmt nicht so.
Warte mal. Jetzt weiß ich nicht, ob es alle verstanden haben. Diesen ein bisschen härteren Oberpfälzer Dialekt. Klaus, da muss es nochmal übersetzen. Es sind Hauser da. Wenn der Vati mit der Mutti einen schönen Schieber tanzt, sagt der Vati zu der Mutti, das ist ein schöner Tanz. Und der Bub spielt auf der Mundharmonika und das Mädchen singt dazu. Sagt der Vati zu der Mutti, der schiebt nicht so. Ein scheint der Mond so schön, Maui zu, mein Mäuler geh. Mäuler, rückkehr zu mir, ich bleib bei dir, Mäuler, rückkehr zu mir, ich bleib bei dir. Bloß der Schmied das Klarinetto, der Lehrer kratzt die Gein, ist der Vater schon ganz hitzig, schnauft ein Zerlaumes Bleib, und der Bauch spielt auf der Malharmonie und gibt kein Rauch. Sagt der Vater zu der Mutter, für heim ist gut. Heim scheint der Mond so schön, Maui zu, mein Mäuler geh. Mäuler, rückkehr zu mir, ich bleib bei dir, Mäuler, rückkehr zu mir, ich bleib bei dir. Wenn der Vater dann recht schwitzt hat, sagt er gleich 3, 4 Maß, sagt der Vater zu der Mutter, gell haben wir euch Spaß. Und der Bauch spielt auf der Malharmonie, keiner hört mehr zu. Denn der Vater sitzt am Heisel und schnarcht dazu. Heim scheint der Mond so schön, Maui zu, mein Mäuler geh. Mäuler, rückkehr zu mir, ich bleib bei dir, Mäuler, rückkehr zu mir, ich bleib bei dir. Schön. Ja, ich fahre jetzt als nächstes die Stummmusik. Uns in die Waldklause entführt. Ich muss ein paar Sätze sagen zu unserem Trachtenverein Ringspur Stamm. Wir haben vor 4 Wochen eine Generalversammlung gehabt mit Neuwahlen. Es sind etwa 20 Aufgaben verteilt worden. Sind wir sehr glücklich. Viele auch Nachwuchstalente haben sich gemeldet. Und ich sage jetzt mal was, ganz glücklich bin ich, dass wir nach 3 Jahren wieder einen zweiten Vorstand haben. Der, wenn jetzt aufsteht, dann kann man nicht übersehen. Max, steh mal auf. Ja, der Max. Ja, es ein Wechsel, Leute, die über viele Jahre, Jahrzehnte verdiente Arbeit geleistet haben gesagt, jetzt ist auch mal Ruhe, aber es haben sie ganze Reihe gefunden, die Mitmacher, sowohl im Vorstand als Schriftführer Kassier, aber auch in die Sachgebiete vom Theaterspielen. Das Größte, was wir am Theater alle haben, ist das Hansel und Gretel beim Siedlerfest. Die Musikwartin, die Eva, das weiter. Ich kümmere mich um die Presse, dann ist Hartmann Doris und der Winkelheim und die ums Brauchtum sich kümmern. Und ja, eine junge Frau, die sich jetzt ums Trachtengewand wieder kümmert.
Also haben wir ganz gut eingesamt und sind wir sehr dankbar dafür. Wir haben die Kindergruppe, die Jugendgruppe, da haben wir dankbar, dass wir mit den Kindern da im Pfarrheim Samstagvormittag unsere Proben halten können. Auch die Trachtenkapelle seit über 20 Jahren da im Pfarrheim zu den Proben. Und wenn wir revanchieren uns halt, dass wir in der Pfarrei beim Pfarrfest, dass wir mal in der Kirche was mitgestalten, feiern, Gottesdienste, Adventssinger, Passionssinger, der Thomas hat es gesagt. Wir sind halt da daheim. Und soweit ein wenig was zum Verein. Nach außen haben wir als nächstes so morgen Maibaum aufstellen. Um 12:30 trifft man sich in Wutzelhofen und dann ziehen wir 4, falls der Maibaum da ist. Ja, es soll schon vorkommen sein, dass er geklaut worden ist. Ja, also gehen wir jetzt, wünscht man nicht und gehen wir nicht davon aus. Also morgen Nachmittag dann am Kirchplatz um bei wunderbarem Wetter gibt es ein wenig Würstel und Kuchen, Kaffee und die Männer werden den Baum aufstellen. Das Jugendblasorchester begleitet uns, freuen wir uns drauf. Ja, da geht es weiter so. Als nächstes groß der Dultfestzug am Freitagabend, den 9. Mai, geht schon wieder los, Martha. Darfst schon wieder Karussell fahren. Ja, so geht es übers Jahr, bis zum Beispiel wir heuer ein Festspiel, das wir heuer gibt. 70 Jahre Städtepartnerschaft mit Aberdeen. Am Fronleichnamsabend auf der Jahninsel, wo wir mit schottischen Gruppen und unserer Trachtenkapelle aus Jugendblasorchester St. Konrad gestalten. Beim Bürgerfest sind wir dabei. Am 28. Juni, Samstagabend, gibt es einen Ringstaff, einen Festgottesdienst und einen Festabend in der Jahnhalle anlässlich vom 95-jährigen Bestehen von Ringstaff Stamm. Und so geht es weiter. Wie es ein bisschen ums Vereinsprogramm da auf dem schönen runden Tisch, der ganz zufällig da steht, habe ich sowohl Programme vom Verein, aber auch andere Informationen und Einladungen aufgelegt, lang zurück. So, jetzt gibt die Stubmusik mit dem Stück In der Waldklause. Also, jetzt bitte die Speisekarte zur Hand nehmen. Jetzt lest man mal miteinander die Speisekarte.
dass jeder weiß, was er noch nicht gegessen hat. Oder wir könnten es auch umdrehen. Auf der Rückseite haben wir einen Liedtext drauf, ein Rentnerlied. Jetzt haben wir uns ja von der Jugend über den Ehestand so durch das ganze Leben ein wenig bewegt. Und ich glaube, das Lied können viele da herin aus vollem Herzen mitsingen. Zumal entweder weil sie Rentner sind oder weil sie einen Schneewalzer kennen. Und wer beides ist, der darf noch lauter singen. So, die Begleitung macht uns die Trachtenkapelle. Wir nehmen nicht so schnell, sonst der Schnauf ist nicht, gell? Ja, gehen wir so. Ja. Wir sind Rentner, Frau und Mann, doch fängt's Leben richtig an. Nicht zur Arbeit müssen gehen, Kinder ist das Leben schön. Morgens bleiben wir im Bett, lesen Zeitung am Tablett, gehen Gassi mit dem Hund. Hauptsache wir bleiben gesund. Rentner, Rentner sein, das ist so fein. Stellt euch vor, noch 30 Jahre. Rentner, Rentner, das sei festgestellt, ist das Schönste auf dieser bunten Welt. Steigt der Blutdruck in die Höhe, schnell zum Doktor wird dann gehen. Lieber Freund, sagt er noch sprach, heut ab heut die nur noch krieg ich ein Glas Bier. Könnte liebe Doktor mir, welch ein Glück hab ich gesagt, von Weihnachten nichts gesagt. Ja, Rentner, Rentner sein, das ist so fein. Stellt euch vor, noch 30 Jahre. Ja, Rentner, Rentner, das ist so schnell, ist das Schönste auf dieser bunten Welt. Alle Rentner weit und breit, keiner hat von ihnen Zeit. Scheinbar sind sie alle fit und sie nehmen alles mit dem Schiff auf große Fahrt. Darauf haben sie gespart, ins Theater zum Konzert. Ja, das erfreut das Herz. Ja, Rentner, Rentner, das ist so fein. Stellt euch vor, noch 30 Jahre. Ja, Rentner, Rentner, das sei festgestellt, ist das Schönste auf dieser bunten Welt. Wie es im Leben manchmal geht, alles mal zu Ende geht. Wenn der liebe Gott es will, stehen auch Rentnerherzen still. Doch dazu ist es nicht so weit. Lieber Gott, lass dir noch Zeit. Wenn die Rente wird erhöht, wär schade, wenn einer fehlt. Ja, Rentner, Rentner sein, das ist so fein.
festgestellt, ist das Schönste auf dieser bunten Welt. S, also F. Ja, vielen Dank allen Rednern und denen, die es tun wollen. Ja, ich habe schon gesehen, wie es manchen schon die Füße gejuckt hat, wenn so ein Zwiefach aufgespielt wird. Wer übrigens sagt, mei, jetzt wird es Zeit, dass ich mal ein bisschen das Tanzen wieder auffrische oder lerne. Im Herbst machen wir wieder Volkstanzabende Anfang November im Spitalkeller und einen Kathreintanz mit den Gesteckrübel-Musikanten am 22. November. Habe ich es richtig gesagt? 22. November im Spitalgarten. Ja, bevor wir für Gottlied singen und auseinandergehen, gilt ein herzliches Vergelt's Gott zum Song. Und da darf ich als Vorstand am Sonnendank an die Mitglieder vom Trachtenfreien Ringsburg Stammsong als erstes, die, ich habe es schon gesagt, über 40 Leute an dem Abend beteiligt sind, mit der Musik in der Küche, in der Vorbereitung. Das geht von Handzettel austeilen, plakatieren, viele Zeitungen, Rundfunkanstalten anschreiben, die auch diese Einladung verbreitet haben. Der Einkauf, den Saal vorbereiten und nachher wieder aufräumen, die Dekoration zur Verfügung stellen und aufbauen und wegräumen. Und jetzt müssen wir, Daniela, mindestens die aufmachen. Vielleicht, ich glaube nicht, dass es rausgehen wegen unsere Küchendamen, weil sie ja gar nicht gescheit angezogen sind, weil sie in der Küche arbeiten. Aber vielleicht schauen sie mal raus. Jetzt,
Ja. So. So. Und das ist jetzt erst die Hälfte. Die andere Hälfte geniert sie jetzt, weil sie sagen, wir haben jetzt gar nicht gescheit angezogen. Also, vergelt's Gott allen, die daheim gekocht haben, die vorbereitet haben, die in der Küche waren. Und dann schenkt nochmal einen großen Applaus. Dankeschön. Ja, einen herzlichen Dank, sage ich gern so, dem einzigen in der Konradsiedlung und Wutzelhofen noch inhabergeführtem Geschäft. Wir haben nur noch ein Geschäft, obwohl wir 12.000 Einwohner haben, das inhabergeführt ist. Das ist der Getränkemarkt Ludwig Götzfried in Wutzelhofen. Bei dem holen wir unsere Getränke, beim Hausler Getränkemarkt, der uns immer sehr gut da versorgt. Und da ist mir was aufgefallen, hinten beim Ludwig, wenn man in den Lohn reingeht, stehen ein paar Kanister und da sammelt er die Bierdeckel, die Kronkorken. Und da hätte ich eine Sache, was tust du mit denen? Sagt er, du, schau her, da gibt es eine Aktion, da werden Assistenzhunde ausgebildet. Also sowohl Blindenhunde oder einfach Begleithunde für Menschen mit bestimmten Krankheiten. Die Kassen bezahlen den Hund, aber nicht die Ausbildung. Und das wird mitfinanziert, wenn man diese Kronkorken sammelt. Vielleicht kennt ihr in Zukunft auch von einer Bierflaschen die Kronkorken einfach zusammen da, beim Ludwig hinten abgeben, der BSC und die Feuerwehr sammelt es zum Beispiel auch. Ohne dass es uns was kostet, kann man da helfen. Also bitte helft damit. Zum Beispiel beim Getränkemarkt, beim Hausler Getränkemarkt, kann man es abgeben, kann man auch gleich eine Regel mitnehmen. So, vielen Dank, sage ich unserem Hausherrn, dem Pfarrer Ecker, dem Thomas, der das immer uns unterstützt, der sagt, der uns auch nicht das Pfarrheim zur Verfügung stellt, sondern der uns auch den Rücken stärkt. Bei verschiedensten Anfragen rund um die Thematik kann man heute feiern. Vielen Dank für das, dass wir auch in der Pfarrei so gut daheim sind. Dankeschön, Thomas. Ja, bei der Presse habe ich mich anfangs bereits deutlich geäußert und mich bedankt bei Frau Erdenreich, weil die natürlich nicht den ganzen Abend bei uns bleiben kann. Aber wenn es am Montag in der Regensburger Zeitung schaut, dann wird es was über die Veranstaltung finden. Vielen Dank, sage ich natürlich euch alle. Wir haben im Vorfeld gemerkt, es ist ein schlechter Termin heute. Es ist noch Ferienwochenende, es haben Vereinsfahrt, es ist eine Hochzeit, es ist Geburtstagsfeier, das können wir immer haben, das ist so. Und haben wir schon befürchtet, dass wir vor wenig Gästen sitzen, aber euch alle ein Vergelt's Gott. Ihr habt nicht nur, dass ihr zu uns hergekommen seid, ihr habt uns einen schönen Abend bereitet. Vielen Dank an euch alle für euer Kommen und dabei sein. Dankeschön. Das geht von mir einmal. Ja, und der Kreis schließt sich, wenn ich jetzt mit dem Bruder Konrad, wie ich das seit vielen Jahren tue, ihr habt wieder einmal die Tugenden vom Bruder Konrad gezeigt heute Abend. Ja, ihr wart geduldig, ihr wart ruhig und wortkarg, ihr wart von großer Beherrschtheit, ihr wart freundlich und in Klammern, ich hoffe, ihr wart großzügig. Dankeschön. Ja, und jetzt gilt unser Dank natürlich den Musikanten und Sängern, die uns den Abend mitgestaltet haben. Einen herzlichen Dank sage ich unsere Kinder und der Jugendleitung. Die Kinder haben zum Teil schon heimgegangen, die Kleinen. Vielen Dank für eure Lieder und eure Tänze. Dankeschön. Einen herzlichen Dank unserer Stummmusik, Richard und die 4 Damen. Jetzt hat sich Lisa ist hinterm Vorhang. Herzlichen Dank für eure schönen Weisen. Dankeschön.
Ja, danke auch dir, Klaus. Man trifft sich ja doch immer wieder und man probiert das und wir wissen auch, dass die manche Lieder, die wir heute gesungen haben, das gehört halt eigentlich, dass Singerimaner singen. Also wenn Singerimaner kennst, die gern singen daten, sagt, sie sollen sie rühren, wir geben unser Lied gut gern weiter. Danke, Klaus, fürs Mitsingen. Danke. Ja, und den Rahmen und auch schöne musikalische Beiträge hat uns wieder unsere Trachtenkapelle geliefert. Herzlichen Dank, die Musikanten der Trachtenkapelle Ringsburg-Stamm. Ja, wenn wir das Leben noch haben, dann kommen wir nächstes Jahr wieder zusammen. Wenn wir aber sind gestorben, dann bleiben wir daheim. So ist halt der Kalenderspruch und so geht es bei uns auch. Wir wünschen uns alle eine gute Gesundheit, wir wünschen uns eine friedliche Zukunft. Wenn man die Nachrichten hört, möchte man manchmal meinen, was kommt denn da jetzt alles? Jetzt geht es in Indien los und dann geht es da los und überall. Sind wir froh und glücklich, dass wir in einem Land noch leben, wo wir sagen können, kein schöner Land zu dieser Zeit. Kein schöner Land in dieser Zeit, für unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Hügeln zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wir haben hier so manche Stunde, dieses nach ihm herum, und hatten singen die Lieder klingen zum gleichen Grund, und hatten singen die Lieder klingen im Eichen Grund. Was wir uns hier in diesem Tag treffen so viel 100-mal, Gott mag ich schenken, Gott mag ich schenken, er hat die Gnade. Gott mag ich schenken, Gott mag es schenken, er hat die Gnade. Nun, Brüder, eine gute Nacht, der Herr im hohen Himmel war, in seiner Güte uns zu behüten, ist wirklich da. In seiner Güte uns zu behüten, ist wirklich da. Ja, führt euch gut miteinander, dürft schon ein wenig sitzen bleiben, es gibt da noch was zum Essen und zum Trinken. Wenn ihr sagt, ihr wollt auch gerne Brotzeit mit vornehmen, sagt es einfach die Bedienungen. Und wir spielen wieder Schottisch aus dem Repertoire von den Hamburger.